Guten Abend, auch von mir ein herzlich willkommen auf unserer Table Ronde zum Thema Europa am Jahr 2022. Ein Desaster, ein Defi oder eine Hoffnung. Und das Ganze eben am Kader, wie schon angesprochen wurde, von den Bitter Oranges, ein Buch vom Herr Reckinger, dafür auch wirklich vielmals merci und ihr Streit, dass ihr in dieser Table Ronde teilholt. Die Damen und die Herren, wir haben zwar ein bisschen gelacht, aber als das Thema von heute Abend ein ganz seriöses Thema. Wir alle kennen die Bilder von überfüllten Booten, die im Mittelmeer sind. Ihnen gesagt hier Gebrechlichkeit an. Sowohl Gebrechlichkeit von den Booten wie von den Menschen, die an diesen Booten sitzen. Am Jahr 2022 haben schätzungsweise schon 1900 Menschen hier leben am Mittelmeer gelost, weil sie für ihre Flucht das Route gewählt haben. Ein Ziel, den schnell das Einzelschicksal vergessen lässt, an den Ruf an Statistiken auftreibt. Wir heute schwätzen wir aber über die Menschen, die diese Fahrt über das Mittelmeer gepackt haben, an Europa gestrandet sind. Dafür bin ich immens froh, den Herr Professor Reckinger bei uns zu begrüßen. Der hat Etüden an der Anthropologie und Soziologie zu Graz, Genève, Quebec und Montreal gemacht. Der ist Professor auf der Uni von Innsbruck und seit 2018 ist er Direktor akademique vom Institut Supérieur de l'Économie zu Lützeburg und ist auch Privatdozent auf der Universität von Graz. Er intervient an der Recherche die Leine an der Migration, Précarisation, Régime frontalier, Marché de travail globalisé, Études méditerranéennes und Méthodologie ethnographique. Herzlich willkommen bei dieser Table Ronde. Die betreibt Forschung, Feldforschung, aber auch noch ganz rezent an Italien. Könnt ihr alles ein bisschen von ihren Erlebnissen daheim erzählen? Was hat sich an den letzten Jahren geändert? Die wird ja nicht für dich durchmengen. Ausstellung auch Bitter Oranges, die aus 2012 war da für dich an Italien. Was hat sich verändert? Und noch vielleicht direkt, wie war Bitter Oranges? Okay, ja, vielmals merci. Ich höre mich noch nicht hart mit dir her durch das Mikro auch, ne? Okay, da muss ich nicht reizen. Aber ja, ich bin effektiv seit 15 Jahren an Süditalien tätig, stehe auf der Insel Lampedusa, die wir kennen als Insel von den Bootsflüchtlingen, so wird es immer genannt. Ne? Schon damals eine Forschung gemacht, zwar über die Einheimischen, also über die Italiener und Italienerinnen, die da sind, Journalisten, Journalistinnen, Police, aber auch die Leute, die einfach da wohnen. Und hat geduld, es gibt da viele Flüchtlinge kennenlernen, das war gar nicht der Fall. Die Leute sind meistens direkt fortgebracht gehen, oder relativ sehr fortgebracht gehen von der Insel an. Die zweite Forschung, das ist eben die da schon angeschwärzt wird, der hat dann durch eine angeschlossen, weil das eben ein groß froh blieben ist. Was geschieht wirklich mit den Migranten, wenn die Kamera und die ausgeschaltet wird, wenn die Abregung mit klein gehen, wenn sie vergessen sind oder wie der gesagt hat, wenn sie einfach an den Statistiken verschwunden sind. Und tatsächlich die allermeisten Leute, die so über den Weg von Lampedusa an Italien kommen, sitzen an Italien fest, lange Zeit, schaffen zum Männer zu einem großen Teil an der Landwirtschaft, wo sie ohne ein paar Bayern natürlich können ausgebeut gehen. Das ist eine Saisonalarbeit, das ist eine Arbeit, die sowieso nur 3 Monate im Jahr überhaupt besteht, dann schlecht bezahlt als Dollainerarbeit und so weiter. Und die Existenzbedingungen von den Leuten, die spotten wirklich von Beschreibung. Die Leute wohnen als Lammen, wir haben an Europa Situationen, die in vielleicht von der Television sich aus Ländern von der sogenannten Dritter Welt vorstellen, aber nicht in Europa. Das ist eine Situation, die ich hier von 2012 für dich dahin gefahren bin und ich fahre hier regelmäßig dahin, für kurz zu probieren zu halten. Es geht hier immer mehr schlimm. Es geht mehr schlimm, weil Bockel von den Leuten natürlich auch Politik teilweise gemerkt wird. In Italien wissen wir, wie die letzten Monate sich nach Menke radikalisiert hat.
an das die eng Sache an die andere Seite, dass eben die europäische Solidarität ziemlich verseht, wie wir auch wissen. Und dadurch sind Leute natürlich immens lang an einer Situation, die körperlich und psychisch immens belastet. Dass schon Leute, die diese Sommer rumgehen, wo kein Arbeit tut, am Sommer gibt es keine Orangen zu blicken. Ne? Die jetzt sind 8 Jahre schon da sind und die sind einfach schwer krank. Ne? Die bräuchten Hilfe, wenn die Hilfe aber wirklich nicht an Aussicht. Merci für den ersten Abblick. Nun natürlich auf der einen Seite eben die Menschen, die an Europa kommen, die mit der Hoffnung auch kommen, hier ein besseres Leben zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch Länder eben wie Italien, die dadurch mit einer Situation konfrontiert sind, eben das Menschen abzuholen. Und da begrüße ich den Herr Juncker, weil ist auf der Table Ronde ganz offiziell. Stein ja schon ja kurz 4 so ich mal mit denen Hauptpunkten, weil finde ich ziemlich viel. Und muss ich noch nicht immer für alles sicher, was den hier sieht. Der war 20 Jahre Finanzminister zu Lützeburg, bei 19 Jahren Premierminister von Lützeburg. Dann aber auch auf europäischem Niveau, wo an sie dann natürlich nicht wasch zu denken. Er wurde 8 Jahre Präsident vom Eurogroup, von 2014 bis 2019 Präsident von der Europäischen Kommission. Ich hoffe, das war vom 4 Stellen hier. Der könnt gerne noch etwas dabei fügen. Der sieht von Bierles ganz fest statt. Das ist meinem Pap auch ganz wichtig und das ist ganz froh gesehen. Na so Bierleser. Milo aber zurück zu unserem Thema. Eben, der war auf EU-Niveau ganz aktiv, hat ganz viel Verantwortung und hat sich während dieser Zeit natürlich auch viel mit dem Thema Migration also nie gesagt. Und dass auch da viel noch Lösungen gesicht gehen. Wie hat sich für erst aus politischer Sicht die Situation für Länder wie Italien an den letzten Jahren verändert? Was sind da die Eindrücke, die der Krut, was sind Problematiken, die vielleicht mehr groß gesehen? Ich habe mich von Juli 2014 an intensiv die Flüchtlingsproblematik bekümmert. Schon am Untrittsritt am Europäischen Parlament habe ich gesagt, wir bereisen ein System für legale Abwanderung, weil wenn ich nicht illegale Anwanderung akzeptiert, dann muss ich viele Leute zurückweisen. Aber wenn ich ein System für legale Abwanderung habe, dann sprang ich gleich zu Fenster an den europäischen Raum ran, weil es keine Regelung gibt, die den Zufluss von Migranten regeln. Wobei ich das Wort Zufluss nicht gerne habe, weil die Ausdruck Fluss, Migrationsfälle, Lawinen, das gibt es den Eindruck, wenn das ein Gefahr wird. Das ist aber nicht meine Abschätzungssprachen, das aus sprachlichen Vereinfachungsgründen. Wir haben relativ frei während meiner Bresler Zeit als der Flüchtlingsproblematik angeholt und nun hauptsächlich am Herbst 2015, wo 12 von den syrischen Flüchtlingen, notamment von den syrischen Flüchtlingen, extrem zugeholt, das System proposiert für die Flüchtlinge, die in Europa ankommen, die müssen ja eigentlich die Asylprozedur an dem Land machen, wo sie ankommen, als echt Land ankommen, für die Flüchtlinge an Italien, an Spanien, hauptsächlich an Griechenland, auf den Inseln, nicht weiter zu regeln. Wir haben einen solidarischen Verteilungsverbund an Europa probieren, eine neue Heimisch zu gehen, so weit wie sie die Konditionen erfüllen, für Asyl zu kriegen. Das ist auch von den Innenminister akzeptiert gehen Stimmen von 4, 5 Ländern, mit denen ich Minister Rumänisch getarnt, sonst habe ich mein ganzes Weekend verbraucht, für mit den Regierungschefen zu telefonieren, für die sie von 10 Jahren zu sagen, meine Stimmen nicht gebraucht, weil kann mit qualifizierter Majorität aufgesteckt, aber die haben sich nicht in das gehalten.
werd festgelöscht gin ass das fir aller Recht menges Wissens, dats eng europäesche Norm vu Ministerrot festgelöscht gët und déi Herrschaften sich dann net halen. Dat huet natürlich e grost Feld opgemerk fir all méiglech Idioten, die alle Faschisten och die richtig Faschisten, Populisten aller Couleur, die hun sich an dem Sud, den du entstanders gewälzt, an Schwein fanden sich ernährens besser zurecht wie am Dreck. Und du findst auch dementsprechend dran gewollt a ganz viel Basis gesucht, notamment auch über Griechenland, das sowieso schon konfrontiert war mit enorme finanzielle Probleme. Die Europäische Union hat damals geholfen, aber die Länder haben nicht mitgemacht. Wir haben die Zölle, die wir wollten umverdelen, nie erreicht. Das sollen am ersten Wurf 120.000 verdelt, und 34.000 gepackt. En fait sind das mehr wie nur 34.000. Jedenfalls sind das nicht genug. Das heißt, was wir in Europa mussten lehren, neu lehren, als de Solidaritätsgedanken auch dann zu pflegen, wenn es darum geht. Nicht nur als sonnige Reden, als politischen Enzykliken, ich weiß nur nicht vom Papst singen, die sind besser geraten, aber das ist auch mehr einfach wie als Papst, wie als Kommissionspräsident an der Frau. Und hat mich Heinz durch den Tod gefroht, über religiös Frauen, und ich habe nicht über Flüchtlinge gefroht. Ich war besser wie hin, mehr fortschrittlich an meiner Gedankenwelt, aber das ist aber ein Mann, den das sozial nicht nehmen auf der Lippen, mit denen er doch an sich dreht, an denen eigentlich eine Stimme ist, ob die an denen essentielle Fragen von der Zeit nicht genug gelauscht hat. Solidarität, die weiß sich, wann es darauf ankommt. Und die Gefahr an Europa ist, dass die rechtsextrem an hart rechtspolitische Tendenzen so laufen, die mehr groß Gefahr ist, dass an den klassischen Parteien immer mehr Leute dasselbe sagen, wie das wird von den Populisten gezielt wird, weil sie mengen, wenn sie dasselbe geben sagen, da gibt es am Sam, können haben genau die Gegenteil ist, wo es könnte also wesentlich darum gehen, dass wir an Europa mal lehren, unserem Geld zu haben. Und die soll gerne, das sind auch die von anderen Kontinenten kommen. Wir sind nicht besser wie die anderen. Und die anderen sind gerade so gut wie wir. Ich meine, das für mich eine immense Überlegung Gerhun lebt als ein großes Thema an der Kirche. Dafür, Herr Erath, auch ihr, ich will kurz vorstellen, die sind Theologe, Literaturwissenschaftler, pardon, hat unter anderem zu Treya Louvain-la-Neuve auf der Sorbonne zu Howard studiert. Die sieht seit 2012 Professor für Theologie und Spiritualität am Centre Jean 23 Grand Séminaire, wo die auch seit 2013 Direktor sieht. 2015 hat die dann Luxembourg School of Religion and Society gegründet und sie Distinguished Visiting Professor for Theology and Literature zu Tübingen. Sie ist Membre vom Institut Grand Ducal und der sieht Bischofsvikar für Academic Affairs für zu komplettieren, weil da genau. Also, wen schaffst du dann? Die erste Frage ist einfach ganz grob gefragt, wo ist die Rolle von der Kirche an dem ganzen Thema von der Flüchtlingskrise, von der Situation, wo wir es fanden, vielleicht auch an Bezug auf den Begriff von der Leeft, von der nächsten Leeft, kann der vielleicht dazu etwas sagen? Ja, klappt der Mikro, funktioniert das doch? Ja, dann hast du das. Ja, du den nicht gefiltert sehen. Ja, nee, so ist es. Aber schon so ein ersten Schnitt Total. Geht das gut? Plus fort?
C'est pas allumé? Ja, hey, wisst, ich meine, der Tote geht lower besser. Ich habe doch gesagt, soll man doch nicht so etwas für den Kap da gehen. Also, das ist das ja wohl so, also, nicht Bierles geht dazu, von da kommen nicht hier. Ja, also, so weit gehen wir also nicht aus der Face, dann, und da soll sich für meine Premiere gemacht haben. Voilà. Voilà. Der zweite, das, was ich noch dabei sagen, das meine Mama heißt Capelli. Die ist von Överkorn, das ist ganz, Dorfball aus Italien ausgewandert no Mechte Weltkrieg an die Leute sind hinkommen an die Klang Italien zu Diddling an die Leute hun ha gefangen mat schaffen an dat war auch längst net immer da sind do direkt wie soll ich so ja ha war. Doch do as et munsche Skinmeter op schi fall net dat wat ich beim Herr Reckinger an dem Buch dann könnt entdecke, wat du alles gezielt get. Ich gin auf zurück auch an Italien, a wenn ich do sind da fro ich mich aus dat derselwicht Land, iwwer dat vun dir lo geschrieben hue weil ich dann am Norde sie bei Bergamo. Dat sind pu andere, die ma so noch fir werdech persinnch mat dem Sujet befasst sinn. Wat Kirchelo geht, do dran du gi ich so die lachte Enzyklika vum Popst, die heescht Fratelli Tutti, wo ne gene de Gedanken opgreift an seht, et gëtt ke Mënsch, den aus dieser Geschwisterlichkeit ausgeschloss wär. Dafür können man net op den een raufgucken also ja du gefällst mir oder du gefällst mir net. Der Kardinal Hollerich seht, also wenn man Leid an mir ersaufe los sind, dat as eng Sauerei. Tell Kelter do as ein Zitat. Do geht dem wirklich Platz dem de Colli dann noch dabei, weil seht, hei kommen am Munschmol auch Parteien, die auf der einen Seite Rosekranz an Luthalen, dann auf der anderen Seite dann aber nicht wollen Leid willkommen zu heschen, die an der Not sind. Und die dann fängt mal diskutieren. Wenn ich nur trinken, da fängt die nicht diskutieren. Da muss ich in die Hand reichen, für das für das erste Mal ein Fuß auf den Boden kriegt und dass er leben kann. Und das ist auch eng sagt, denke ich, die bei der Kirche wichtig ist, dass wenn ein Bank hier do Leute aufhängen, also so, mir hätte gerne christlich Abendland, da sind sie dann einfach mal dummer konfrontieren, was eigentlich am Evangelium steht. Glaubt mir, ist das nicht mehr für die katholische Kirche so, er gibt nämlich auch dann oftmals der Papst von denen anderen christlichen Konfessionen mit unterstützt. Du schwätzt den, Wellen eben, so man die zentrale Figur aus, aber wirklich ohne Voce, ob da verschiedene Protestanten sind oder auch einer Freikirchen. Mat orthodoxe mat vielen och, wenn der de Bartholomäus do dabei hut Patriarch von Istanbul, dann hut dat natierlich vu Konstantinopel also zu Istanbul setzten, dann mecht den dat mat. Der gesit doch wie den Popst du hingeht, dann da mat dem Rektor von Al-Aqsa zu Kairo sitzt. An noch do gëtt eng Deklaration gemerk, wo viel Leute mo net fëssen, wo gesot gët kann net am Numm vom Herrgott hai einfach Menschen so abdeelen oder Gewalt aufwenden. Und sie schwätzen nicht nur am Numm vom Herrgott, mit erkennt an denen verschiedenen Elemente, die seht au nom de, da kennt du nom des plus pauvres, au nom des migrants und so weiter. Und ich mengen hai geseiden, wie Bankier. An der Welt von aber so viel, wo man über 1,4 Milliarden Christen und ein bisschen Männer Muslimen haben. Wenn diese mal zu summen, die wenn du einfach mit so einer Stimme gesucht wird, hey, das geht nicht. Du kannst ihn einfach etwas machen. Also auf der einen Seite, Fratelli Tutti, eine ganz klare Message von einer Solidarität. Zweitens, ein Korrektiv für Leute, die sagen, oh, am Namen vom Christentum hätte mir gerne eine protektionistische Politik. Und das dritte dann, das sind die groß, dass der Papst auch an als Kardinal du wirklich aktiv sind für auch mit anderen Religionsgemeinschaften, einem interreligiösen Dialog, die dort Sachen zu vertreten. Und das selber dann hier war zu Lampedusa mit dem sogenannten Aumônier vom Papst, das den eine Reihe von den Geldern vom Vatikan ausdeelt, waren sie immer, hier war der Legat vom Papst, der Kardinal Hollerich, wie gesagt, dem nächsten Abend für sich zu vertreten.
Das auch so, dass du eben den Popst bekanntlich Kardinal nicht mehr automatisch auf groß stiert nennt. Also ihr könnt gucken, Paris zur Zeit kein Kardinal, das ist ein klassischer Mailand auch nicht. Aber was hat er gemacht? Er hat Leid geholt, hat den Bischof von Lampedusa geholt und hat den zum Kardinal gemacht. Die wisst vielleicht noch nicht direkt, für was Kardinal ist. Oh, das ist ein Diktator. Aber das ist nicht das. Das ist dem Popst sein Senat. Dat heißt, dat sind die auch einen direkten Zugang haben. Und das heißt, hier nur die Leute, die hier noch als Berater zur Verfügung stehen, mal dahin gesagt von den Hotspot aus. Also dem hat der neueste dabei ist, den der Tote war dir da beschreibt, auch Herr Reckinger kennt. An den dummer denn auch für ihr merkt jo den Dialog sich. Du gehen noch viel Sachen noch über so Initiaturen, Diplomatie, Vatikan gemacht, wo Kontakte gemacht gehen und so weiter. Also ich kann nur nach weiter fuhren, mir ich will nicht akkaparieren. Merci, Mam Kemp. Merci, dann gebe ich ein nein, zurückkommen bei ihr, Herr Reckinger, ich meine, Myolograt von Ihren zwei Vierredner immens viel Positives hören, immens viel, dass der Willen da ist, dass viel gemagert, dass sie sich am Anfang eins aus, dass sie in eine Richtung will, dass da vielleicht auch etwas aufgemaßt mit den europäischen Ländern, nicht sich darin drin halt. An einem Gespräch hat mehr Wochen darüber geschwatzt oder hat ihr den Begriff erwähnt, dass es strukturelle Probleme gibt, die das ganz erschweren, die Situation von denen Leuten an Italien, von denen Leute, die geflüchtet sind. Könnt ihr vielleicht einfach kurz erklären, was für erst die strukturelle Problem, was das für erst? Ja, das ist ein wichtig Frage. Also, am Mittelmeer stirven die Leute 30 Jahre. Da das Mungen den Heimbanden ist so lange noch gar nicht dabei, wie die Leute am Mittelmeer schon stirven. Aber die politischen Reaktionen, ob das, was da geschieht, die hauptsächlich, aber nicht nur an Italien. Also die italienische Nationalpolitik, mehr auch an Europa, respektive wie der es beschrieben hat, das einfach nicht funktioniert oder dann tot gebracht wird. Das Problem ist, dass die Realität, die man seit 30 Jahren gesehen dass die behandelt wird wie ein Notstand, wie etwas, was das alarmieren muss. Ne? Wenn der Kardinal sagt, das ist eine Sauerei, dann ist das richtig. Ich gebe bald behaupten, und dort wird Marlene beim Jean Ziegler, den als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Ernährung gesagt hat, all Kant wird Haut stirbt und Hunger an einer Welt, wo die ganze Welt kann saat gemacht gehen, stirbt nicht einfach mit Gott ermord, Gott ermord. Und so gebe ich auch, weil am Mittelmeer so ein mehr losen die Leute nicht mehr sterben, mehr letztendlich machen wir sie tot durch eine Untätigkeit, respektiv durch die Realität, dass man so ein Heierslo in Deutschland mal E-Boot gesehen, was man hier gekannt hat, das 600 Todescher, lo muss man etwas mal, lo muss man verdelen, und dann gibt es eben die Sonderreden, da gibt es doch die Momente, wo da vielleicht kurz gehandelt wird, aber unter Realität, dass einfach die Mauern von Europa in der Zwischenzeit so sie für Leute, die nicht qualifiziert sind oder die gelesen gehen als nicht zu eis kulturell oder religiös gehörig und so weiter, dass das eine Realität, dass die längst strukturell gehen ist und der nicht geregelt wird. Das ist das Problem, den ich gesehen habe. Den zweiten Punkt ist, wir haben einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie die Migration da funktioniert, respektive ich will nicht so organisiert, geht mir letztendlich einfach das findet auf der Weise statt, in langer Zeit. An der Weise, wie das geschieht, da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Migration an eben den ultra prekären Arbeitsmarkt hier in Europa, wo die Leute dann schaffen gehen, weil keine von uns anderen, die mit Rechten ausgestattet sind, sich geben entblöden, zu den hohen Tarifen Orangen zum Beispiel Plecken zu gehen oder Hotels in Österreich putzen zu gehen oder Spargeln in Deutschland Stierchen zu gehen oder niedrige Tätigkeiten zu machen, die aber immens wichtig sind dafür, dass das scheint Europa, das wir kennen und ob das wir hochstehen, in dem wir gerne leben, dass das kann funktionieren. Und da das eine strukturelle Realität und ein Zusammenhang, den viel zu wenig hier gestaltet wird. Herr Juncker, gesehen, der greift schon Richtung Mikro.
Dann darf da aber logisch Richtung Mikro greifen. Den Herr Rackinger hat von Untätigkeit geschwart, von einer Selektivität und Flüchtlingen, die man an Europa gebrauchen können. Gibt dir diese Vorwurf widersprechen? Ich nenne den Lummel Vorwurf, mir gibt dir das im Widersprechen oder geht es effektiv die Selektivität, dass man so, okay, die Menschen brauchen wir für verschiedene Arbeiten zu machen, die so Skiberäder gerade zu machen, oder meint ihr, mehr hat es wirklich statt, dass man ein Open Door für Jidarin haben? Es gibt kein Erbisch gemacht, die nicht missgemacht gehen. Orange Plücken, Spargeln, anderes, das sind Erbischen, die müssen gemacht gehen. Das ist auch nicht das Problem, dass wir kein Mannerwertig erbischt. Eng erbisch, dass der Erner erbischt wird. Das Problem, das wir an Europa haben, wenn wir verwindet sind, ist, dass man die erbischt an die Leute, die sie machen, ungenügend respektieren. Das ist der Punkt. Dann verkleidet nicht an der Flüchtlings-, an Asylpolitik, dann verkleidet an der Sozialpolitik, und dann verkleidet an der großen Wiss, wo die Notwendigkeiten sich sammeln, die muss zusammenbringen für jeden utopischen, bornierten, stupiden Neoliberalismus, den die Leute rechter lösen, ohne dass sie mal merken, wäschelt umzukämpfen. Kombination von Film gedreht, ganz. Und ob der Vorwurf angesprochen, es wird nicht genug gemerkt, kann ich nicht mehr so, dass das richtig ist. Das ist mein Plädoyer sind Jahren. Trotzdem muss ich wissen, dass die Europäische Union an ihren Mechanismen, an den 5 Jahren, auf die ich kann zurückgucken zu Bresel, 750.000 Leute am Mittelmeer für mal Trinken gerettet hat. 750.000. Und die haben sich nicht an mir geheilt, weil sie Frieden und Schwamme gehabt hätten. Die haben sich an mir geheilt, weil sie verzweifelt waren. Und muss sehen, die Gründe, die Menschen zu Verzweiflungstaten treiben, genau gucken, für festzustellen, dass sie, weil die Menschen aus Afrika kommen, aus Syrien, das ist ein Sonderfall mit das aber reden, den allein in der Türkei 650.000 Syrer ein neue Hebisch sicher gelöst hat, die Leute, die flüchten aus Gründen, die ganz oft an der Armut begrenzt sind. Das ist kein Fluchtgrund, so immer. Das ist aber ein Grund für die Leute zu respektieren, wenn sie in Europa kommen, an den Leuten dann zu helfen. Das ist ein Grund für ein Verhältnis zu Afrika zu überdenken. Afrika ist keine Sache von Charität. Das ist eine Sache von struktureller Abrüstung von Kräften, die aus Europa kommen, auch von Kräften auf der Platz, die gemeinsam geht da uns zu kämpfen, und dafür muss an Afrika investiert gehen. Wir hatten an Europa den sogenannten Juncker-Plan gemacht, da haben wir auch einen Plan für Afrika gemacht von 44 Milliarden Euro für das Leid. Auf der Platz eng erbicht von der Stadt, dass sie müssen nicht alle Welt wie unglücklich, an sie sehr unglücklich rennen, für Luft zu kriegen. Dafür so okay, das nicht so gemerkt wie das soll gemerkt sind, ich den nächsten nicht so mir versucht zu machen, wie wir nicht gemerkt wie sowohl am Material wie an Hilfsbereitschaft wie an Strukturen, die abgerichtet gehen, das ist ein wichtiger Hinweis für ein komplettes Bild zu. Und ich habe mich jahrelang immer mit Leuten in der Halle, nicht aus den ONG oder nicht Regierungsorganisationen, aber mit Leuten aus den Dörfern. Ich habe lange mit Bäcker von Kos einmal forthelfen. Kos ist ein kleines griechische Insel, weil ich hatte gesehen auf einem Bericht von dem Botschafter von der Europäischen Kommission zu Athen, dass den ungefeind ging als an dem kleinen Dorf, weil der Moritz Brederscher für die Flüchtlinge gebergt hat. Und du hast den Mann mal angerufen, nicht für Brötchen zu kriegen. Aber wie du so was dann? Du lass.
an den hat man dann darüber berichtet, dass immer mehr Roserei auch bei den kleinen Inseln entsteht, weil die Solidarität mit dem Rest von Europa nicht funktioniert. Der Welt leidet auf der Insel sitzen bleiben, an do viel Déjeuner machen, par la force des choses et des hommes, geht das Déjeuner. Und den hat ich muss richtig durchsetzen. Ich habe mich 3-4 Mal mit dem König von Jordanien, die wird flüchtlingsfroh in der Hall, weil Jordanien ist ein kleines Land, hat aber weit über den Drittel Flüchtlinge auf seinem Territorium. Und der König Abdullah ist mit 4 anderen, den hat nicht verstanden, wie das in Europa so viel Aufregung wäre, wenn es 1 Million, 1,2 Millionen Flüchtlinge, die 2015 an Europa kommen, weil du hattest da schon 3,8. Und ich habe am Erdogan, mit dem ich auch schwätzen. Ich habe mit anständigen Leuten zu Brüssel so schwätzen, hätte ich schon dünnste Sommer können zurück. Muss auch mit denen schwätzen, die Zonen haben. Mit Türken. Die hatten auch 4 Millionen Flüchtlinge abgeholt, wie Männer kennen aus Syrien abgeholt, wo man das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei geschlossen, heftig im Streit. Just hat nie jemand gesagt, wenn man das nicht machen, wo man dann mit den 4 Millionen Flüchtlingen hingefahren wären, wenn die auch an die Europäische Union kommen wären. Bref, das ist auch ein Strecken und ein langer Pullover, wo viele Leute strecken. Aber viele Leute Pullover strecken, dann geht es durch nicht. Aber die Hauptsache kann es ja nur nicht. Du gehst ja vollkommen recht und ich meine... Das ist ganz lieb, dass ich einfach der frohe Geld, weil so das war gut. Ich könnte immer so positive Feedback geben. Das leben nicht, das mich so dachs. Und das ist auch ehrlich. Herr Erath, und ich war schon froh, der Hut besonders wie den Herr Juncker vom Respektieren vom Mensch geschwat huet, besonders genickt, besonders drauf reagiert. Meint ihr, dass das Respektieren von den Menschen, das Wohlholen von den Menschen, noch von der Arbeit, die Menschen machen, sie wird dann Arbeiten, Orangeplecken, Spargelstierchen, kann das von Schlüssel sein für das ganz zu bewältigen, so dass man die Leute als Teil von unserer Gesellschaft gesehen und nicht mehr ein Paar, dass die so uns können gehören. Weil so mal dadurch, dass sie wo sie sind an Italien, da geht immer, sie sind die Idee von der Gesellschaft, dürfen aber Arbeiten machen, die für uns Gesellschaft sind, die für uns sind. Kind das Wohlholen, das Respektieren von denen Arbeiten. Dat das klar, aber wie machen ich das mein froh, das wissen da lo en Campari Orange trinken, den heute ganz komische Beigeschmack abänke ja dann. Weil das ja dat, wir sind gewinnt, dass du, wir wissen nicht immer von Sachen hier kommen. Was da ehrlich bis an Süditalien gehen oder so weit, stand ich mir mal froh, wo musst du dabei Menschen setzen, für das Toten zu machen. Wie kriegst du Mensch du hin, für das einen anderen Blick auf den Hut, dann du fängst am besten nur, wenn ich durch die Stadt gehe, und ich merke, wie ich da reagieren, wenn du ein Banker, wir haben noch eine ganze Reihe Leute, die auf der Straße sitzen, ich meine, der sieht das auch dann, Recke an der Stadt, und da sieht, was mischt denn du? Gut, stehe ich mir schon etwas an den Tisch, wenn ich rausgehe. Da tue ich mir ein bisschen zur Regel bei Mann, wie das in Hause viel mit Quad bezahlt, dann hört ihr noch nicht immer etwas für zu gehen, direkt bei Hand. Und dann gucken ich just, Jean, was das dann eigentlich so das, was du eigentlich willst gehen, oder ja, da fängst du mal diskutieren. Und so geht das da weiter. Und wenn du dann dem zweiten gesehen, da könnt den dritten, da guckt der Bank hier auf Zeit. Versteht? Das ja aber das, was Menschen dann automatisch bei mir, das viele, ich weiß auch nicht, wie ich direkt packen soll. Ich weiß nicht, was ich direkt mehr soll. Das sind aber nicht, ich weiß nicht, ob es Großgast da durchgehen,
an ich will net hagent der Staat Burgermeistersche Vierwurf man so dat geht man net dorems mit das einfach wie ich reagiere wenn ich Leiit gesinn die op der Stroß leiien an die do dann auch es frohen du wirst deren Hand net direkt rot für den Mensch aber nach so zu gucken dass er als Mensch gesieht dat das aber so fundamental ich versichern Widerstand zu spieren bei mir mat den Leiit von den Schwätzen, weil nimme wenn ich die Widerstände, die psychologisch sind, die können kulturell bedingt sind, die können religiös bedingt sind, die können so vieles spielt mat. Mir nimme wenn ich den Mensch, den die Blackurde mal auch tuelen, also wat spielt mat oder dass du gesot gin de Bäcker Foucaults de krit Widerstand ja och fell do net alles dann an der Reihe weil du Janeen ass du kommen die Sachen also dat deicht hier misch ass och mal zu gucken wo sind die Widerstände wo muss ich eigentlich Stomer schaffen an wo können nähere schaffe fir Steck weiter zu kommen. Der zweite ist dann dass die einfach erbechten net nemmen aus Süditalien gehen. Also ich will nicht auflenken, Herrgänger von Orange, aber wir haben noch die Leute zum Molanisch, dass die hier schaffen. Ich habe einen Betrieb, den ich da selber leite, zum Beispiel Revisleit mit Ragehol. Für das die können da sein. Aber für dann einfach zu suchen, natürlich, das ist noch nicht du musst bei dann für mir einfach den Respekt zu holen, für das zu machen. Das heißt, das ist etwas, was ich dann auf dieser Platz und nicht Responsabilität will kultivieren. Und da hat noch Menge andere Personal, an denen Leute, die an das Haus kommen, an denen statt immer irgendwo 4 noch weißen, halt guck dir mal, die Leute, die sind doch die haben mitgeholfen. Wenn du auf das Centre Jean 23 kommt und nicht da kommt, denke gucken, aber da fuhr er durch den Busch. Das heißt, du hast die ganze Zeit viel Blieder, die dann rauffallen. Wenn der das nicht proper macht, da gesagt hat, noch 3D ist ganz lustig aus. Und dann ein Kamion drüber fährt, an den nächsten, also du rutschst da, wenn es dann nach drauf rennt, und du geht der dritte Bier auf dann. Das heißt, schon allmählich da in die Blose geht mit dem Dingen, das ist ganz einfach Mensch. Wenn ich rupkomme, dann bleiben stehen. Ich meine, wenn ich am Auto sehe, mein Fenster ab, so moin, wie Aseteklu, und ich versichere das den anderen beizubringen. Das ist, versteht, das gibt das Wort von Bekehrung. Mit die Bekehrung, das ist nicht irgendein Front Gedöns. Die Bekehrung, das ist tatsächlich, ob die Menschen gucken. Und hier schon aufhängen, noch, dass man hier überhaupt die Obersten gucken. Der hat für drunter alles abgezählt werden dann so von Titeln hören schlecht man das dann alle so ja es gehen alle guten Daylight rundherum die müssen das machen aber wenn ich dann auf mein Büro komme dass die gebotzt von Morgen einfach das vorholen für mich ist da wirklich etwas ganz Fundamentales dran und dass man dann merken dass wenn wir auch produzieren haben ich ein Mensch man kann Paris Orange trinken. Das ist da vielleicht doch fest. So, passt eigentlich bewusst, dass der Teil nass. So, man schwätzt von bitter Orangen, bittere Bananen geht es doch. Ich weiß nicht, schon das Molenke, wie ich am Religionsunterricht sitze. Und sei es immer, könnt ihr schon nicht daran erinnern, wie sei es gewesen, wo war der Preis von einer Banane ist. Ich meine, das wird auch mehr wie wahrscheinlich an einem Unterricht gesehen, wie viel der Preis von einer Banane ist, aber die kriegt, den sie Plecke geht. Aber wie groß den anderen ist. Aber wie das ist, das ist ein Thema von über 30 Jahren, das ist ein Thema, wo wir draus sehen, und du sind so froh, beim Errecken auf der einen Seite, weil das war der Buch heute und der Stellung, dass er Banker nicht leid, da sind, mir Gesichter, Geschichten. Personen, man nimmt die man natürlich verfriemen. Wenn so froh sie wird, dann Jean mir sieht, dass eben noch, ja, das ist so, du musst mit dem Widerstand kämpfen, du setzt dich an, dass Phase nie end, dass Phase nie Grund. Aber wir kommen da nicht auf Dinge. Ich hoffe schon, du mal ein Stück mehr froh geämpft, aber let's start with ourselves, ja. Oder wie in Uni dann Amerika gesagt hat, let's change the world, one person at a time. Also auch dafür werde ich Prof sein. Yes, we can. Yeah. So, da kennt man aber nur ernst das so.
Let's make Europe great again, aber mat der besanisch das dran, wéi das im Reichstum isoliere will. Ob den Mensch gucken, ja? Ich geschüßt gern mir verdrohen ist ganz gut. Ich bin darüber ganz froh an ich will aber noch ein trotzdem ergänzen auch an der Zeit wo der zu Bresel probiert tut ein bisschen zu renkeln oder auch gerenkelt tut natürlich wo man natürlich auch die Situation dass die Grenzschutzagentur Frontex immer méi mächtig ginnners an sech immer méi ich will bald so verselbstständig du könnt der secher méi dazu und dat gift schon wirklich brennend interessieren ze heieren noch wéi eng Interessensgruppen dann do an der Zeit wo der auch wo man Mare Nostrum hatten war dat an ihrer Zeit war dat fir run tun ich net ganz Datum am Kap wo man op der enger Seite also als Europa mir mussssen Hand ausstrecken, man mussssen zu enger konstruierter Politik irgendwann mal enke fannen, an wo dann op der anderen Seite immer méi op die Aufschreckung an die Abschottung gesagt ginnners. Und dat mengglisch muss man schon auch so also untätig geht as definitiv net dat wat richtig as ze so mit das einfach eben schon fir Druge so eng Reaktion immer so eng opgeregt steht an daneben die Abschottung. Und das gibt wirklich interessieren. Die Frontex-Geschicht als eng traurige Geschicht. Frontex möchte erbig nicht gut. Pushback an all die Phänomene, die wir da feststellen. Ohne Idee, dass es nicht unbedingt geht. Wenn die Flüchtlingspolitik sich auf Pushback-Politik beschränkt, dann gerät sie aus der richtigen Bund. Das im Moment in Europa gehen durch alle Menschen gesund, alle Menschen. Wir müssen als Außengrenze besser schützen. Nicht für schon einzelne Dowenst wollte machen, für aus Europa eine Festung zu machen. Weil Europa ist auch heute noch keine Festung. Es gibt kein Kontinent, wo so viele Asylanten sich hinwenden, aber wo so viele Asylantsichernder auch Asyl kriegen. Es gibt kein Kontinent, wo so viele interne Deplacementen stattfinden. Leute, die von einem Land an das andere ziehen, wie das in Europa der Fall ist. Sodass nicht pauschal kann sagen, Europa mauert sich an. Mit dem Schutz von den Außengrenzen war eine wichtige Sache, weil es sind nicht nur Flüchtlinge, aber die Flüchtlinge kommen. Es sind ganz viele Leute an Europa kommen, die ich lieber da gesehen, wo sie herkommen, wie hier an Europa. Leute, die zum islamistischen Staat gehören, zu Leuten, die zu allen möglichen Terrororganisationen gehört haben, wird natürlich dann auf der extrem rechten Seite zu unwahrscheinlichen Amalgame gefordert wird, weil dann immer so gemerkt ist, dass wir in alle Flüchtlinge für diese Mal haben frohen, ob da wirklich kein Terrorist an so führen wäre. Und dafür ist der Außengrenzenschutz gestärkt, weil auch Griechen, die Italiener und andere nicht genug Douanier, nicht genug Polizisten, nicht genug Infirmien hatten für die Außengrenzen da Männer durchlässig zu machen für Leute, für die eigentlich das Asylrecht nicht gedurcht war. Da sind dann aber Fehler geschehen. Wir haben die Frontex stark personalmäßig abgerüstet, mit die Kommandostruktur von der Kommission bis bei den einzelnen Douanier, die als immer erbracht gehen durch Regierungsinterferenzen, notamment von italienischer Regierung wie Salvini und die Gecken an der Regierung waren, die das alles an ihr Gegenteil wollten verdrehen. Es bleibt ein Skandal, dass ein Schiff über das Mittelmeer fährt, kann er da von Hunger sterben, an Leute an mir umkommen, weil kein Staat zur Welt abholen. Da muss ich dann einfach die letzte Regierung löwen, weil sie alle kehren, wenn so etwas ist, seht, wir holen noch Eisendeel, das eiert die Leute, die Decisionen, holen dann noch das ganze Land als solcht. Aber an Europa kriegt eine Sache, nehmen hier, was ich für ihn auch matt möchte. Wenn
so rechtsradikaler huet wie de Salvini an Änerer, da geht dat net. Oder wie Ungarn oder wie a Polen, dat sie kein Faschisten a Polen méi awer och net proper Demokraten, well am Ufang wie so wenig Flüchtlingen an de Länder rangelos gesinn. An no den Deciioune vun 2015 fir ze verdeelen, ass net Flüchtling an Ungarn a Polen an der Tschechei opgehol gin. Keen. Net enschen. Wann ich dat dann mat denen diskutiert wat Orban an denen anderen do, dann huet ik so keng Ausländer as gehabt. Historisch an den Länder sinn het keng Ausländer gin. A Polen sinn 0,7% Ausländer gin 40,1% zu Lützeburg. Dat hecht déi hat geen Umgang mat anderen Kulturen, mat anderen Hautfärben, mat Leiit die ernstnecht sinn. An dann huet sich die Idee breet gemerkt, die Leiit die ernstnecht si wie mir, die sind net so gut wie mir, wat de falschen eng falsch Konklusion war. Den Orban, den huet a ganz Ungarn Plakaten opgehängt mat menggem Gesicht op, ungünstig durchgestalt, die schlechteste Foto, die vu Maginas de huet geholl. An huet man fir geworfen, ich fir am Gang d'Islamisierung vun Europa für ze treiben. Christen würde ich ersetzen durch Islamisten. Dat steist man bis haut nach op net Orban mat segem Blödsinn zu den. Ich bin am Gang Memoire zu schreiben, da kriten se ein Deel. net ze fährten. Nee. Nur der Krieg an der Ukraine. Was übrigens nëmmen vu 60 Kricher, die an der Welt gëtt, mir schwatzen immer nëmmen vun engem der Welt dem no bei ass. Die da nach 50 och mat viele Flüchtlinge. Gëtt 84 Millionen Flüchtlingen an der Welt, mat den intern deplacéieren. Dabei die Ukrainer die losten se ran, sinn ich ganz dafür. Für wat feieren sich net gegen Ukraine, man weil dat orthodoxen Ergo Christen sinn. An die anderen sind Islamisten oder sind irgend Deppes, und dat geht net. Also die Zwang, Menschen a Kategorien anzudeelen, die eng die man wollen, an die anderen die man net wollen, das krankhaft. Dat tut doch mat der europäischer Zivilisation, mat eisem Goen erläfen durch Geschichte, die hat nicht ze dien. Ergo Frontex als net gut gang, mit das net ernst gang. Et hat net können ernstlich machen, wann den Bereitschaft vun méi Regierungen gehabt hat, fir do aktiv mat zu machen. An net die Leute zu behandeln, wie wann het Gangster an Terroristen wären. Die kleinen Kanner sie kein Terroristen. Sie kein. Die viel unbeglete Kanner, die man an Europa holen. Du hättest zu Bresel probiert, die Programm zu entwerfen, noch mal zu Polen, aber Ungarn, aber an Tschechien. So, wenn da kein will, dann hilft wenigstens die Kanner, die EU kommen, ohne dass sie von Erwachsenen oder von Eltern begleitet sind. Mal da tun sie nicht gemacht. Für was muss ich mich eigentlich dauernd, wenn es den Idioten entschuldigen, weil da gesagt wird, Europa wird nicht gemacht. Aber nee, das fällt nicht genug Europa an der Frage gibt, dass Europa versucht wird. Der ich einfach steckt drunter ausschließen, weil es schon so noch gelauscht hat, so gerade dann als es von Öfen bis beim Douanier kommt, das immer in Brach gehen. Bei demselben System, die kennen ich auch, wenn es lo geht vom Popst, den hört da dann und dann geht den Tischen auch immer in Brach. Und ob es dann eine bei dem kennt, die nehme ich an den Gemeinschaften, also an den Paaren aus, wo letztlich Leiit sollen opgeholt gin dann noch. Weil du kann ja auch vieles geschehen. Also du geht dat auch an, du kommen auch Interferenzen. Und so wie Leiit wie soll ich so können noch etwas an Bewegung setzen, muss weiter, muss dann intern nach kommunizieren. Und das ist oftmals langwierig Resistenzen, die da kommen. Wenn ich gucke, nein, man braucht nicht weit zu sichern. Besonders sind ich bei der italienischen Gemeinschaft. Und, wie ich angefangen habe, 1992, da war ich Kaplan zu Boneweg.
an der hat eng Keier do so gesot Heilogin d'Italiener, Portugiesen, an Lettzebuier déisinn a Ballächen der alle Goeten ze summen. Wir hatten drüber geschrieben, wir haben le Peuple de Dieu, und groß Procession da gehalten. Und ich war richtig froh, es waren über 1000 Leute, die da mitgegangen sind. Das war 94, wenn wir vielleicht Jahre. 1200 Leute hatten wir. Und das war eine Nummer. Und du, da warst du so richtig, weißt du, also das, wenn du kannst, da kannst du auf den Neck von der Gelee an der Toni Kreier stoßen und siehst, so, Madame, hast der Totel noch nicht flott gewischt. Und ich hatte ein Zürpli, also ich hatte Zutanen, ich hatte Zürpli am Namen, du beguckt, Madame, ich sitze, so dass der Totel nicht flott bauen will. Ja, das ist ja nicht Eisleid. Also, leider war man da, wenn der Tote gefilmt hat, den hat gesagt, guckt, was die Pafen aus der Küste fuhren. Ich hatte nämlich nach getobt, weil ich gedacht, meistens noch kein von Dingen, wohl. Weil wenn ich meiner Mama hier eine Nummer hätte, würde ich schon nicht gucken. Oder dann also geheischt, ja, das ist ja nicht das. Also ich kann das weitermachen, noch mit anderen Kommunitäten. Und das heißt, wenn wir hier gucken, wo wir es da können, darüber skandalisieren, kommt man gucken noch immer, Nachdenke, wo sind Resistenzen, wie können man nämlich Leute abholen? Weil vieles kann noch geschehen an den Kommunitäten, wo Leute sind, an die so, aber wir wollen abholen. Weil wir wollen die Flüchtlingslager eitel kriegen, das geht nicht mehr, wenn auch Häuser da sind, wo Leute können drauf wohnen kommen, an die Noperen. An die Noperen, das können dir und das kann nicht sein. Es gibt nicht in Europa, da es die Flüchtlinge gebe wäschwellen. Es gibt aber Dörfer, Städte, Straßen, Häuser, es gibt Kommunitäten, es gibt Paaren, es gibt andere Religionskommunitäten, es gibt Gemengen, die können so ein Hai, wir machen ein Haus frei, wir holen Leute hier ran. Es gibt, wie ich es bei Kollegen gesehen und die gesagt haben, hey, komm ran, wir haben da abgeholt. Und sie wissen, dass das nicht einfach ist, weil da mengt den, das wäre vielleicht für Kurzzeit, und dann geht da nicht, dass das stellt so ein Umdenken verlängert. Mir wann ich gibt das noch nicht nehmen, weißt du, was sollst du kannst so nach Desideier tun dann zu Brüssel. Dann braucht Nacht nicht nehmen, dann, dass eine Regierung macht mich, da braucht doch immer Leute Terrain, die so ein willkommen für das du etwas gesehen hast. Ich meine, du hast auch ein ganz Development. Das war ja auch das, was ich hören habe. Also wollten sie nicht dann, das heißt, wie können doch zum Beispiel Polen so ein christliches Land, ne? Ja. Das kann ich sich nicht darüber beklagen, auch nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die geholfen werden. Es sind aber so viele Leute, die Leute, die von der Bause kommen, weil sie fortgelaufen sind, abgeholt, so viele Gemengen, die Häuser freigemacht, so viele pastorische Häuser, die, wo auch mal Frauen rankommen, weil Flüchtlinge gekommen sind. Es sind aber enorm viele Leute, die geholfen haben. Hier immer noch am Rest von Europa. Es scheitert doch eigentlich nicht unter individueller Bereitschaft für solidarisch zu sein. Es scheitert mehr an den Staaten und den Regierungen und den verfügbaren internationalen Instrumenten wie Willen von den Leuten. Und für allem die Leute, die selber nicht viel haben, wo ganz viel machen. Ja. Und das ist mehr ein Problem von der Regierungen wie von den Leuten. Ich meine, Herr Reckinger, der wollte auch kurz reagieren, aber für die Leute am Saal, der könnte ja schon so etwas Pratt machen von der Frohenhut, wenn wir den Raum abmachen für Frohen aus dem Saal. Der hat gesagt, es gibt eine grosse Bereitschaft an auch Kapazitäten, eine Kapabilität an Europa für die Leute, die hier schon sind, abzuholen noch nach weiterer, die natürlich in der Zukunft noch nach Werte kommen. Das ist durchaus auch für mich ein Hoffnungsmoment gesehen, dass wir sind noch immer nicht an der Lage, offensichtlich als Europa, darüber nachzudenken, das, was der Herr Juncker ganz am Anfang gesagt hat, nämlich darüber nachzudenken, einer wer möglich zu machen, für an Europa zu kommen, wie die lebensgefährlich schwer über mir. Das hat immer dazu dienen, dass man die letzten
Jahrzehnten, das fängt eigentlich schon 1975 um, ich will nicht übertreiben, mit einer Geschichte zu den europäischen Migrationspolitiken sind den 70er Jahren. Mehr Hund sind da viele Jahrzehnten eine Tendenz, die auch an den Migrationswissenschaften noch gezeichnet ganz deutlich für Migration zunehmend gesehen als etwas, was eine Bedrohung ist. Dann haben Migrationswissenschaften an den 90er Jahren die ganz wichtigen Begriffe entwickelt von den Mixed Migration Flows. Also die haben effektiv, wie der doch gesagt hat, festgestellt, Migration als komplex. Und haben dafür gesagt, hey, guck, die Migrationsbewegungen, die sie gemischt, da gibt es verschiedene Leute, die gleichzeitig kommen. Was da anschließend geschieht, dass durch den UNHCR, durch all jene europäische Instanzen, dass der Begriff überholt ist, sondern politisch Welt überholt ist, und zwar aber an einer Engfeierung, die an den Wissenschaften so nicht gesehen war, nämlich zu so, man hat auf einem Flüchtlingsboot sowohl das unschuldig kannt, mit seiner Mam vielleicht, die vielleicht auch schon ob der Reise ein Kehr vergewaltigt ging, ist ganz schlimm, wie auch den islamistischen Terrorist. Ne? Und dadurch ja, will eben die prototypische Konstruktion gehen hat von dem, was das Anglophon-Kollege nennen, auf der einen Seite Victims und auf der anderen Villains. Victims and Villains. Ne? Du kannst entweder ein Opfer sein, passiv, weiblich oder Kanner als Kant gedurcht, oder auf der anderen Seite ein Villain. Ne? Das ist ein bisschen der Weg, den immer mehr beschreibt, gehen also auch diskursiv, und das ist etwas, was dann als Capset, und das ist etwas, was eben an den politischen Praxen sich ganz schädlich festsetzen will, eben dazu feiert, dass man nicht dazu kommen, nur zu denken, können wir die Abschottung von der Grenze vielleicht zurückführen an eine positive Approche mit legalen Wehren und so weiter imaginieren. Das geht aus der Ursache nicht, weil wir dazu übergegangen sind, entweder dramatisch Bedrohung auf der einen Seite sind, auf der anderen Seite Opfer. Und das ist die Sache, an der wir uns noch immer befinden. Ich meine, wir kriegen Hölle für mit einer Person, die mit dem Mikro rundherum geht. Also wenn da eine Frau hat, ja, halt direkt an der zweiten Reihe. Vielmals merci. Kerstin Hasiber aus meinem Namen. Ich schwätze in Elo Deutsch, weil das kann nicht besser wie Letzteburgisch. Ich will anschließen an dem, was Schiel Reckinger gesagt hat und da auch auf das zu sprechen kommen, was Jean-Claude Juncker meinte. Und zwar also diese Vorstellung, wir brauchen in Europa Grenzschutz, um uns sozusagen vor der Einwanderung von Terroristen zu schützen oder um uns zu schützen vor dem vermeintlich gefährlich fremden Mann. Ja, das ist ja auch eine Figur, die wir beobachten konnten nach den Ereignissen zur Silvesternacht in Köln, wo plötzlich die Rede war, der gefährlich fremde arabische Mann. Und wir müssen sozusagen unsere Frauen schützen vor dem arabischen Mann. Ja, das ist so ein Diskurs, den vor allem die Rechte bedient, rechte Gruppierungen bedienen, um darüber diese Abschottungspraktiken zu legitimieren. Und wie wir jetzt unmittelbar gehört und gesehen haben, gerade gestern in Deutschland wurde ein ganz großes rechtsterroristisches Netzwerk ausgehoben von der Polizei. Es waren 3000 Polizisten, Polizistinnen unterwegs, um in Deutschland, auch in Österreich und ich glaube auch in Norditalien, wenn ich richtig informiert bin, die sogenannte Reichsbürgerszene auszuheben. Und die Frage ist also, meine Frage ist sozusagen die, und die richtet sich vielleicht an die Politik, die hier vertreten ist in der Figur von Jean-Claude Juncker. Inwieweit ist sozusagen, oder glauben Sie, ist ein Grenzschutz tatsächlich die richtige Maßnahme, um Europa vor Terrorismus zu schützen? Oder umgekehrt, bräuchte es sozusagen nicht einen Grenzschutz nach innen, um Europa vor den Gefahren des Terrorismus, der von innen kommt, zu schützen? Ich halte Sicherheit für ein Menschenrecht. Politik und Regierende haben dafür zu sorgen, dass Menschen sich sicher fühlen und auch sicher sind. Da gibt es viel,
Ja, ja. Na, also ich kann auch auf Deutsch, also. Okay. Es gibt auch viel Bedrohungen von Baden. Die hat Europäer hingewiesen, dafür als die normalen Gesetzesgeber, die normalen Ordnungskräfte am Gerichtspaket zuständig. Da gibt es importiert Kriminalität, die logischerweise vorbausen kann. Da muss der Staat wissen, wen sich auf seinem Territorium abhält. Das ist eine Exigenz, die ist eine Notwendigkeit, da gibt es Gesellschaften zu organisieren. Das ist auch nicht die Diskussion, die wir hatten. Die haben wir auch. Die Hauptdiskussion war die, ob wir eine Politik von Remplacement machen. Das heißt, für die Christen zu ersetzen, löserlos durch Islamisten. Das ist ein gefährlicher Schritt. Ein ganz gefährlicher Schritt. Und meistens gibt es auch noch Gehalt für gläubige Leute, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Wenn der Herrgott gesagt hat, weil er gut abgelöst war, dass er immer Männer gut abgelöst, versteht ihr das? Die einen mussten sich gegen die anderen organisieren. Nein. Die Weisheit vom Internationalen weist sich daran, dass er Sachen zusammen möchte. Das heißt aber auch, wenn er zusammen Sachen will machen, erkennen machen will, erhalten, dass er muss Grenzen schützen. Ich kann das nicht ändern. Wir wollen noch nicht, dass in unserem Haus, egal wen er kennt, wir wollen nicht, dass egal wen an unserem Garten fängt zu grillen, wir wollen nicht tun, dass einer an der Schlafkammer guckt. Und das ist für kleiner Zellwicht. Wir haben als Lützburg, als Europäer, das Recht zu wissen, wen einer kennt. Nicht für die, die man nicht wollen, wegzuhalten, aber für die, die man nicht können, abholen, nicht müssen ranzulassen zu einem Notdeal. Aus all dem ergibt sich dann aber ein total falsch wie auf Flüchtlinge selber. Weil da gibt es alle gut an den Dippen gehalten, da könnte zu exzessiven Einsatz von Grenzpolizisten, Schwierigkeit von den Pushbacks, die mit der Toleranz von einzelnen europäischen Regierungen immer durchgeführt geht. Ich will insofern widersprechen, weil der so mengt er wirklich mit der Grenzschutz haben. Ja, ich meine das. Ich meine das, weil wir können das als frühere französische Premier, die das gesagt hat, wir können nicht die ganze Misere von der Welt abholen, weil wir alle die Leute, die arm sind, an Europa abholen, dann haben wir keinem geholfen. Wir sollen den Leuten auf der Platz helfen, glücklich zu gehen, anstatt dass wir sie unglücklich machen, dadurch, dass wir sie forcieren, hierher zu kommen. Herr Reckinger, der sieht das auch nicht, dass man im Grenzschutz... Nee, also ich finde natürlich als Sicherheit ein ganz wichtiges Argument. Das ist auch das Argument, mit dem so Politik legitimiert wird. Ne? Weil effektiv der Sod, der konsideriert Sicherheit als Menschenrecht und da kann halt von uns Kinder dagegen sein. Ich bin auch nicht dagegen, selbstverständlich. Ich denke, dass Madame auch nicht dagegen ist. Wir haben aber die Situation, dass wir auf der Bausichter Grenze sind auch um Findel. Der Findel ist eins einzig zu Lützeburg Bausichter Grenze, den Hafen von Meter doch. Da geht es um Wuren, nicht um Menschen, mehr um Findel, um eine Bausichter Grenze. Wir haben ganz viele Bausichter Grenzen, in Europa, alle Flughafen sein. Der Grenzschutz, den so viel kostet, also den kostet viel Geld, für Frontex ist wirklich gut ausgestattet, ich weiß gar nicht mehr wie viel, der wird es vielleicht besser, die verbrauchen ganz viel Steuergeld. Das heißt, der Grenzschutz, den am meisten kostet, finanziell, an den auch am meisten Menschen leben kostet, das ist die von Frontex, an den hat man dazu dienen, dass man eben eine bestimmte Kategorie von Migranten einfach systematisch wollen draußen halten. So sieht es bei der Fall aus, wenn wir am Mittelmeer ausgehen zu wehren. Und das funktioniert nicht, weil der so richtigerweise, dass
das souverän Recht von Altstaat, Lützeburg, Italien, wie noch immer, zu wissen, wie können ran, wie geht raus. Das funktioniert zu Frankfurt wunderbar, wenn da schon da ein Kehr angereist ist, aus einem anderen außereuropäischen Land, da sieht er passweise ja oder nee, wunderbar. Wenn man Leute tun, die hier Pass müssen weggeheien oder sie verloren haben oder überhaupt keine Dokumente haben, die an Booten sitzen, die den Nummer nicht verdienen, dann produzieren wir eine Masse an eine Klasse von Leuten, die kein Recht an Europa haben, von denen wir keine Ahnung, wie sie sind sie gut oder sind sie schlecht, sind sie Islamisten oder nicht, die wir dann haben, die wir bei unseren Arbeitsmarkt rumfahren, aber wo wir nicht wissen, wie steht dem hier Integrationsfähigkeit, wo sind sie, was brauchen mehr. Und dafür, also eben die Frage, schon der hat es selber abgeworfen, wie lange dauert es, bis dass man in Europa dazu übergehen, Migration als Chance zu sehen. Schon an der Zeitung 24 Wochen, wie wir zu 8 Milliarden BMO waren, eine Schlagzeile gelesen, Verstehung, 8 Milliarden Chancen. Ne? Nicht, oh je, was sollen die alle essen, auf wie viel CO2 brauchen die, was mit ihrem Auto mit 200 auf der deutschen Autobahn fahren. Aber das sind die Kosten, die wir ja auch produzieren in Europa. Aber sie wollen, das sind Chancen, das ist das Potenzial, das wir haben. Und das Potenzial wird eben kanalisiert. Ich schwätze auch übrigens nicht von dem Bild Festung Europa, weil es nicht komplett ist. Das ist ein Bild, das DAX bemäht wird von rechtsextrem bis linksextrem als Journalisten, Politiker, Wissenschaftler, die ganze Zeit am Mund. Mir gefällt das Bild nicht, weil das Bild von der Festung suggeriert, dass etwas so ist. Ne? Aber das ist nicht so. Ne? Der hat gesagt, 1900 Leute gestorben am Mittelmeer, schätzungsweise das Jahr, ne? 10.000 schon rankommen, das Jahr, nächstes Jahr selber. Das ist also nicht so. Mit Vorstei, für was brauchen wir oder für was halten wir drin fest, zwei Sorten von Antreten zu haben an das europäische Haus. Komm mal so, das ist ein Haus. Ne? An das europäische Haus ein Antritt, wo man mit diese schönen Pässe rankommen, willkommen sind, oder auch mit gar keine so schönen Pässe, wie man das im Diplom, Brückenbauingenieur, Tunnelbau, Spezialist oder ähnliches aus Indien oder aus anderen Ländern, die Leute können auch, ob schon vielleicht eine komische Staatsbürgerschaft von Tischen, Anführungszeichen, die sind auch willkommen. Und dann haben wir die anderen. Für was brauchen wir die zwei Dinge? Und können wir als die letzte Kinder vielleicht doch so und den Theolog da gerichtet? Ich war immer dafür, dass man legal Migration gibt. Nicht nur Regeln, sondern dass man sie regelrecht encouragieren. Aus philosophisch-moralische Gründe. Das ist so nicht so sehr, wie da viele das machen, aus arbeitsmarktpolitischen Gründen. Es gibt da ganz viele, wir brauchen die Leute. Und nicht so nicht wir wollen die Leute. Und da gucken die Leute selber, wie sie sich können abbringen an der Gesellschaft, an der sie landen. Wir sind aber gerade so dafür, dass man die illegale Immigration und die Emigration bekämpfen. Weil es mengt den, es gibt den Leuten helfen, die illegal probieren an Europa zu kommen. Wir helfen aber en fait nimmen die Passeuren, die Schlepper, die Kriminellen, die Banden, die massig Frick machen, dummert. Wir haben an einem Jahr 2016 verdacht. Und ich habe die Polizeiberichte gelesen, die ich aus ganz Europa gekriegt habe. Und das ist mir aufgefallen, sind immer mehr Flüchtlinge abgegriffen gehen, die hatte den Fangerauftrag konnten nicht kontrollieren, weil sie das ihr Fanger mit Glas vorbei. So. Das waren aber andere die Leute, die das selber die Blödsinn gemacht haben. Das sind dann die Passeuren, die Leute von seinen Zuhören aufgeholt, gleichzeitig ihre Fangeridentität aufgeholt. Man muss aber wissen, dass über den Weg auch ganz viele Terroristen gelungen Leute können rauskommen, dafür muss ich Grenzschutz holen. Wir wollen eine legale Immigration oder Migration. Immigration hat, dann hört den 80% von den Flüchtlingsflügen auf den internationalen Bewegungen kontrollabel gemacht. Weil man das dann zusammen mit einem anderen Land machen. Wir probieren dauernd Verträge mit Ländern aufzuschließen, für das sie Migranten zurückholen. Das gelingt das nicht gut. Und dort ist es auch schwer,
weil du muss in andere mat Regimen diskutieren, wo en eigentlich an sich selber gut versteht, für wat das Leid do fortlaufen. Mit gëtt awer engerei Länder, die entretemps sicher Länder sind, wo dat kann machen, a wo noch legal Emigration kann organisieren. Wir mussten erwo dann legal Emigration aus Ländern zulosen, die als net gefallen, Sudan, Eritrea, alles dat Menschen wie mir. Ich verstehe eigentlich nie, wie wat das du so spitzfindig ausgrenzen Definitionen vu ganzen Völkerstämmen gemerk. Mit den für das legal Immigration muss favorisieren. Wir brauchen die Leute, mit der das nicht mein Argument, mit der das aber eine Konsequenz aus der Bereitschaft für das zu organisieren. Und die illegale Immigration, die muss regelrecht bekämpfen, weil das ein kriminelles Handeln an den Leuten nicht, wann sie nicht zurückschickt. Nu sind ich aber der Meinung, dass wann ich Schiff durch Mittelmeer fährt, dass all europäische Land verpflichtet, dass der Schiff unzuhilft, das als das was besteuert. Für wer das wochenlang hast du auf der Television oben gucken, dass du noch immer ein Schiff dort zirkuliert, wird er keinen Hafen der voran. Die Leute müssen können an Europa und Land gehen, und da müssen wir Prozeduren machen, für die richtig von den falschen zu trennen. Mit der Schauspiel, den Armut, den die Europäer der Welt bitten, als reichster Kontinent, die Leute nur Land zu lassen, das müsste eigentlich in der Strafgestalt gehen. Ich gerne das vielleicht dazu fügen, klappt das dort in der Luft? Ja. Nämlich die Sache von der legalen Immigration an, dass das doch zur Summe geht auf der anderen Seite, mit dem, dass in der Leid an andere Länder, an andere Kontinente muss helfen, dass sie da hier Existenz gut können machen. Und wenn ich an Afrika gucke, dann entwickelt sich am subsaharischen Gebiet aber immer mehr Krisen, auch vieles, wo man noch nicht wissen, was alles da wird ausgelöst sind, noch durch den Klimawandel. Also du könnt nach manches so bei Stop. Als Lützeburger Land, das normalerweise mit seinem Engagement an der Entwicklungshilfe gut durchsteht, dat se Stoff hier engagiert, méi et sinn einer Nationen, lo wenn en op Weltlang guckt, wenn man gucke wen do präsent ass an Afrika, wieviel China-Bänke do ass, wat doch sos vun Ausbeitung, also ha komme riesig politisch Probleme ranbeist du, an do sinn noch Akteuren dabei, déi mat der Migrationsfro och einer Politik nach wëlle machen. Ich denke, dass man dat net können aus dem Blick verlieren. Ich gebe mal als Leid, wenn ihr seht, Politik, du hast dat dabei, wir haben heute zu Lützeburg, wir haben an Europa die Chance, dass ich wählen gehen. Aber wenn ich hier so schwätzen, dann immer auch Think Global, Act Local, das ist so, man ja wählt, geht wählen, die Leute zu unterstützen, für das wo geht. Et gëtt de gute Wëlle, ma ja dann muss man es auch do ersetzen. An déi Stärken, déi der Tote vertreten. Dat hicht wenn mehr als politisch Rechter auch selber ausüben, da dreht wesentlich auch dazu bei, wie vielleicht man in Europa durchstehen. An der dritte, dass man, ich eng Kollegin, die huet Buch rausgin Barbara Cassin, wo das ein Vokabulär eigentlich stehen sich mit der französischen Administration auseinandersetzt, aber den vier Farsi als eng von der Sprachen, dann syrisch-arabisch an sie hun eng afrikanisch Spruch von den Nummerlo entfällt. Aber wenn sie dann nicht mehr übersetzen, mehr eigentlich moderne Leute müssen erklären, was gemengt ist. Für uns ist es klar, dass wenn ich so wenig was du Geburt, dass du mal siehst, ma ja, der 5. Nacht Juni 67. Aber das sind Sachen, die ihr dann diese Kulturen gar nicht gibt. Oder wie heißt das? Oder was das er nimmt. Das heißt mir auch ganz viele Kategorien, wenn die Leute rankommen, die gar nicht auf das passen, werden sie eigentlich da für sich zu orientieren.
Am Frankreich ist den abgefallen, sie hatte lauter Leute, die waren alle gut 39, das 12. Nummer geboren. Ja, und du hast natürlich gedacht, man die Gag mal da ist, oder als der tote schlechte Willen oder so. Das heißt, es setzt auch bei uns voraus, dass wir wissen, wie die Kulturen funktionieren, wie du in sich ausweist. Die 100 nicht, wie wenn wir mit dieser Karte Identität drauf kommen. Und das heißt, du geschehen noch nach Sachen, wo geschafft wird. Das für so, wenn wir die legale Immigration wollen, setzt dadurch voraus, dass wir uns mit dem beschäftigen, die du kennt, und auch Konditionen machen, für das wir es verstehen lernen. Ich meine, das ist ein flotter Übergang für Nanka an den Saal zu fragen. Du hast den Herr. Der will man vielleicht nicht direkt abbilden. Sing Loot aus. Ah, das Taschenloot. Den verblendet. Nee, Taschenloot Nee, vom dein Handy. Handy. Vom Handy. Ja. Merci. Merci für die interessante Diskussion. Mein Name ist Ben Thiel. Ich gebe ganz gerne einfach der Schwätzlo immer von der legaler Migration oder Immigration. Ich gebe mir ganz gerne eine Definition von ihr Scheieren, was das dann an eine illegal Immigration. Es sind bei Médecins du Monde aktiv, wir gesehen 1500 Leute am Jahr, die krank sind, die sind im Prinzip alle gut illegal am Land, weil sie keine Arbeit fanden. Das sind alles Leute, die aus Armutsgründen hinkommen, wie der Juncker am Anfang gesagt hat. Die Majorität von diesen Leuten, Migranten, sind ja aus Armutsgründen hier. Ich muss so, wenn ich arm wäre, und ich wäre Jugendlichen, junge Menschen aus Eritrea oder sonst irgendwo hier, ich gehe auch an Europa kommen mit allen Mitteln und sogar mit illegalen Mitteln. Ich war mir froh, wie ist ein illegaler Migrant definiert? Da könnte ich eine Weiterführung von dem atmosphärischen Teil von der Intervention so ein Mensch ist nie illegal. Das ist auch meine tiefe Überzeugung. Wenn ich von illegaler Migration schwätze, schwätze ich von der organisierten, von bandebetriebener, kriminell verfasster Evakuierung von Mittelmeer von anderen, mit schwierigen Passagen, die in Einzelnen nie Gift machen, mit die nicht mehr kann machen, weil auf Schlepperdienste, die teuer bezahlt gehen, kann zurückgreifen. Das heißt, Kampf gegen illegal Immigration, Migration oder Immigration als ein Kampf gegen die kriminellen Teil von dem Geschäft. Die Leute, die du gesagt bei Médecins du Monde oder an ähnlich gelehrten Organisationen, das sind an dem Sinn kein illegaler, weil die ja an Land kommen sind, weil sie Arbeitsflüchtlinge ganz tags sind. Gerade für die Leute muss eine legale Migration möglich machen, an dem die Regierungen an Afrika, an Asien, am arabischen Teil von der Welt Verträge, Vereinbarungen aufschlägt, dass die Leute, die wollen an Europa kommen, nachdem sie gewisse Konditionen erfüllt haben, auch können kommen, statt dass sie sich an den Händen von denen Schlepperbanden beginnen. Aber wenn sie dann hier sind, da guckt den, wenn sie illegal hier sind, ob sie kann zurückschicken oder ob Möglichkeiten finden, für sie hier oder Platz zu haben, an sie beschäftigen. Wenn sie schaffen, können sie hier bleiben. Wenn sie nicht schaffen wollen, müssen sie zurück. Da halten sich immer fest, ich war lange Arbeitsminister. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Fehlentwicklung von unserem Denken ist, für zu finden, dass die bei der Freizeit zu viel steuern. Ich gebe ganz gerne dazu ergänzen, mir hat eine Assistenz sozial gesagt, die Leute, die 400 Leute, die auf einem Boot am Mittelmeer sind, und die an Europa wollen rankommen, die haben gar keine Chance, überhaupt an Europa eine Arbeit zu finden. Das ist eine Illusion, die fanden keine Arbeit. Und ich habe gesagt, schon einen Bruder, den als Bauer, bei ihm schafft ein Inder. Da sagt die Assistenz sozial zu mir, aber wie hat er das fertig gebracht? Das ist im Prinzip illegal. Weil mein Bruder muss beweisen,
no europäischem Recht, dass a ganz Europa kein Erbeter sich fannen lässt, den die Erbecht op segem Haftkeit machen, an dufer hat ihn dann rechten ihn dazu engagieren, was sos sich dat als Gesetzgebung offensichtlich so nicht dat so wie ich dat von der Assistenz sozial gesucht hätten. Ich muss sagen, ich war entzerrt eigentlich. Net weil schon dat Gesetz von 17 Joer vu mégem Liwen appliiert an Bildschen ze Fans net so lang gepackt. Dat ass eng europäesch Gesetz gi dats eng Lützburg Gesetz gi. Du gëtt de System an Europa den echt eures. Wann een eng Platz sicht, wo zu Lützburg keen sich meldt, da musste fir dicht am Recht vun Europa sucht du an der Großregion froh op et doe gëtt. A wann do gëtt, da kannst den Ausländer als Drittländer erstellen. An dat de System ass perfektibel, mit de funktioniert gut. Wir hunn bis 1992 vun de portugiessche Leiit verlangt, wann der Plötze beschaffe kommen sinn, dat se permis de travail RBCD hätten. A mir hunn dann Erwer de Bas kann schaffen an engem Sektor B kann an en anderen Sektor an se führen. Dat huet funktioniert. An dat huet ers mat Gestion vun der Erbesimmigration ze dien, well den Erbesmarkt packt och in eng bestimmten Zöll vu Leiit. Wann awer ke Lützeburg sich gemeldet huet, den zu Lützeburg wurden fir schaffen Sekunder Nummer echtens dem de Schulwäschkoll an zweeten sinn aus an angestalt. So man dat gemerk, an so war doch richtig gemerk. Ich gebe da auch noch kurz zu der Ursache, will man ja forschen an der Landwirtschaft, wo ganz viele Leute schaffen, die also nicht dem Kriterium nicht dürften schaffen. Just für an einem Satz zu sagen, also in Kalabrien gehen Orange gepflegt sind, dass Bootsflüchtlinge da sind, für sie zu plecken. Nämlich sind den 1980er Jahren sind da keine Orange mehr gepflegt gehen, weil das nicht mehr rentabel war. Ne? Die Arbeitskraft von den italienischen Plecker, die war zu viel da, und dafür sind die Bongerte verwildert. Ne? Das heißt, nach enkeier ja hun ein System die funktioniert 100 Lodoieren, da das relativ komplex aber du hast immer nach voraussetzen, dass die Person legal Dokumenter huet legal existiert an all die eben nicht legal sind an dofir Papaier gunnet existent sind, die müssen also zu andere Konditionen schaffen, an die Konditionen, die sind dementsprechend. Und du wollte ich eben als so wissenschaftlicher Sicht trotzdem auch noch so, weil der Definition von illegaler Migration, da das Begriff den an der Wissenschaft nicht verwendet wird, will eben nicht erklärt, will falsch ist. Ne? Mehr Schwätze von irregulärer Immigration, das auch so, das wissen noch vielleicht nicht irregulär, also ohne die richtig Papaieren zu über den Grenz zu gehen, da das kein Straftat mehr, das ist ein Verwaltungsdelikt, das ist wie falsch parken, mehr ist das nicht. Ne? Also dafür auch die Dramatisierung, die man da immer im Gesinn, die kann ihn da auch nach einkehr befreundet. Das ist das irregulär Migration, weil sie eben nicht nur den vier Regeln vielleicht funktioniert. Das ist das Erste. Der Zweite ist, dass wir 100 Leute, die illegal ophältig sind, aufhältig sind, wie in auf Deutsch gibt so. Mit dat sie Leute, die sind illegalisiert gehen, das ist das ist man schwätze wann von irgendetwas geschwärzt kann gehen. Aus wissenschaftlicher Perspektive muss man von Illegalisierung schwätzen, weil das ein Prozess, das etwas was gemacht wird, ne? Von Administrationen, von Politiken und so weiter, am Ergebnis sozusagen als dann eben die Situation der Person an der Illegalität. Die letzte Sache, die ich noch will so für wirklich nicht zu viel zu monopolisieren, dass man hören, Herr Juncker, das Pummel gesagt, Schlepperei, Kriminalität und so weiter, das ist Schreckgespenst. Ne? Die hat doch heilo an den Raum brot, aber hun dat allieren, das ja auch wahr. Das geschieht, es gibt Leute, die einer Leute ausbeuten, wenn sie wollen, über das Mittelmeer kommen oder ähnliches. Ganz ehrlich, es ist schon wirklich die letzten 15 Jahre viel Gespräche gefordert mit Bootspflichtlingen. Es gibt das und es gibt das und es gibt das Kontra. Es gibt die kommen kooperativ, es gibt die kommen als ganz Dorf, es gibt die kommen matt oder ohne Schlepper. Mir eine Sache fand ich auch schon wichtig, hier als Letztebayer, wie wir hier sitzen. Mehr hun, wenn wir an die Geschichte gucken, eine Geschichte von Schlepper. Die Schlepper, die zu Däfer denken,
ein Denkmal gebaut kriton, die Leute, die für den Nazien haben müssen fortlaufen, ne? 1940, die haben teilweise Geld verlangt, die waren teilweise Banden organisiert, die haben die Leute zu aufgeholt für die Dienstleistungen, die sie gemacht haben. Ich weiß nicht, wie simpel sie waren. Aber bei uns halt zu Lützeburg kriegen sie ein Denkmalgesetz, sie ist noch nicht Schlepper, aber sie ist ein Passeur. Ne? Das ist viel mehr mildes Wort. Das ist ein Wort, das natürlich, wir haben die Viertel, das mehr können als aus dem Deutschen und aus dem Französischen gleichzeitig bedingen. Aber auch da kann ich so ein Vielleicht, haben wir am Mittelmeer mit demselben Prinzip, zu dem wir 1940 hatten, nämlich Angebot und Nachfrage. Ne? Es gibt Leute, die können aus irgendwelchen Ursachen oder wollen nicht mehr 1940 zu Lützeburg bleiben. Sie haben aber keine Möglichkeit, mit einem Fliegerticket an Felicitation du Jury irgendwo hin zu fliehen. Also beanspruchen sie die Dienstleistung. Und dafür die Profiter, von denen da auch völlig zurecht geschwärzt wird, die teilweise existent, aber nicht überall nicht durchgehend existent Schlepperbanden generieren, die generieren sie auch da, wenn's will mehr als Europa kontinuierlich nach immer die Demande schaffen zu für eben Passeursdienstleistungen Leistungen zu kaufen, weil die bekannt oder nicht genug Moyen gibt, wie gesagt, ob einer otherweise die Männer lebensgefährlich ist, hinzukommen. Also ich will mich regulär Migration bis den Term illegal Migration applizieren sich auf die Migrationselemente, die von den Passeuren organisiert sind. Ich gebe übrigens für warnen. Die Passeuren aus dem Krieg mit dem Phänomen von Haut zu vergleichen. Das kennt ganz komplizierte Diskussionen an der Folge abwerfen und dafür will ich wirklich herzlich bitten, Aufstand zu holen, von dem die Bilder über den Lehn zu lehnen, die nehmen zum Teil über den Lehnerbeien passen. Das zweite, Schlepper gibt es. Also ist ja nur den Durchtritt, wenn es in den Schlepper. Europa geht doch damit eins, dass Schlepper durch Unwesen treiben wir an einem Jahr. Und ich das genau verfolgt, weil wir auch den Funkverkehr zwischen den Schöpfer aufgelauscht haben und probiert herauszufinden, wie kennt man wem von woher. An einem Jahr haben wir 750.000 Schlepperbanden in Europa für mal zu schwätzen, wie fliegt dingfest gemacht. Ich finde das eigentlich gut fand. Gif man nach eng lascht froh ha aus dem Salopolen eier mein Aufschluss run man. Oh, du sind lo zwee. Dann stellt zwo kurzfroen Ären Opa dem Jo eng froh an dann hol man de gesammelt. Eg dritt froh. Dann hör man die drei gesammelt. Zum Lopo hun grad de Mikro da fe all dun. Mech wollten Herr Juncker frohen. Das Bësselche so gelaufen, wie ich mir doch erwart hat, gëtt noch de Kurs der gemet, mir sollten 120.000 Leiit verdeelen oder 34.000 verdeelt. Frontex ass net gut gelaf. Wir sitzen ha enger flotter Platz, genau wie dat ze jugéieren. Ich fand, dat kënnt enger dats gleich. Und dann trotzdem gesinn ich immerem ich war allgemeng Lot Politik, die sech dann seet, da so heicher gefallen, hunn awer net neicht gemet. Und dat fand ich couragéiert fir dat an dem so eng schlimme Punkt so nach durchzustellen hun awer net neicht gemet. Ich fand dass dat de Lo net durchgeht so kannst ze so. An der gesinnech fall Gemengeren bei der Politik ëmmerem, da gëtt sech op d'Schëlle geklappt, am hunn awer net neiich gemet an ginn dieselveg Diskure gehalen. Ëmmerem die gut an die geschreit wie da an komme keng Alternativen an der derf sech fannnen ëch. Der Politik sich nicht wundern, dass Leitpolitik verdrosse gehen, also sich aufwenden an der frohen Fantasie bleibt der Politik nach für der Toten zu ändern, wenn sie selber schlechte Bilder von ihrem Wirken schenkt zu zeigen an Mengen an. Und was waren überhaupt über die letzten 20, 30, 40 Jahre hier Westeuropa hat Gründe von der Politik, dass sie überhaupt ein Budem gelöet gin ass das och zum Deel haier Westeuropa, awer hauptsächlich auch an Osteuropa wie dat geschildert huet, dats du de Budem fruchtbar gin ass firben Reaktionen an der Bevölkerungen, die dech dagéint striewen, sich opzemachen, fir d Leiit eben hai
opzuholen. Deutsche Politik se zum Beispiel immer wir brauchen Immigration, sie kriegen aber in ihrem egenen Land kriegen sie net geleist, sie kriegen keine Stimme gemäht für dat toten umzudrehen. Also Deutschland huet unwahrscheinlich viel Einwanderer. Ja, hat wie Lützeburg auch. Könnt ihr nicht so, dass Deutschland schon gar nicht Lützeburg deren definitiv zugemacht wird, die verbausen oder von einem anderen Kontinent kennt. Das hat Lützeburg nie gemacht. Es gibt keinen anderen Kontinent, wo so viele Leute aus anderen Teilen von der Welt hingehen und noch abgeholt gehen, akzeptiert gehen, wie Europa. Das ändert aber nicht tun, dass ich muss wissen, dass es auch eine Sache für Proportionen als Wehen eine Gesellschaft organisiert. Mich steuert das gar nicht, von immer mehr Muslimen zu Lützeburg sind. Wie viele Lützeburger steuert es dann? Nicht, weil Politik gesagt hat, passt auf, da kommen noch andere, weil das kann ich ja keiner Regierung zu Lützeburg vorwerfen, dass der einen ausländerfeindlichen Teil über die Problematik schwert. Da geht es ja aber bei vielen Leuten ein prinzipiell auf, wie geht alles, was fremd ist. Und aus all Interventionen geht das eigentlich auf hier. Das ist natürlich mehr einfach. Die so Politiker, die paddeln immer dasselbe. Am Publikum sitzen der Leute auch, die immer dasselbe sagen. Und daraus entsteht so etwas wie sich nicht mehr nachlauschen wollen. Wenn die so Politik hat alles falsch gemacht, dann werft er so auch alle an den Dippen. Schon nicht ausgeführt oder wenn sie nicht gemacht hat, müsste man, dass es 3, 4 Regionen in Europa gibt, die nicht mitmachen. Und da so dir, das verdient denkt das. Ich war ja auch lange in der Schule. Wenn ich die letzte Blödsinn geschrieben und ein das gekriegt habe, nun nicht ein Krit, nicht die ganze Klasse. Also werft nicht alles an den Döppen, sonst wird ein das verdient. Danach den Herr Doan, nur den Herrn kariert den hier. Ich bin ein portugiesischer Immigrant. Ich schwätze nicht gut Deutsch bei uns. Ich meine, ich verstehe Alva. Kann ich zu Frauen machen Französisch? Ja. Oder Portugiesisch. Bon dia, obrigado. Bon, je suis né en Mozambique. Micro. Voilà. Je suis né en Mozambique parce que mon grand-père était obligé de partir là parce qu'il a critiqué le régime, le bourgmestre fasciste à l'époque. Donc, et j'ai encore des familles là. Et donc, ce qu'il me dit maintenant, depuis quelques années, 2-3 ans, qu'ils sentent que l'Europe a repris le colonialisme. Et je peux parler de ça parce que je suis portugais, donc le dernier empire colonial. Pourquoi? Parce qu'avant, nous voulons les ressources sans payer rien. Aux natifs de Mozambique, Angola, n'importe pas où. Et maintenant, nous payons les ressources à bon prix, mais nous voulons les gens qui sont intelligents, qui ont des connaissances et qui ont l'argent pour qu'ils viennent ici travailler. Et les pays là-bas restent plus en plus pauvres et ignorants. La dernière, ce n'est pas une question, mais dernier été, j'étais à Pologne, Cracovie, Varsovie et à Lituanie, parce que nous sommes famille d'accueil d'un petit qui était né à Lituanie. Et à Lituanie, ça a passé un moment très difficile quand nous étions à dîner avec un couple. Je pense que c'était la famille, le monsieur plus âgé, elle plus jeune. Elle parlait très bien l'anglais. Monsieur le plus vieux comme moi ne parlait pas. Et d'un coup, mon petit a dit, ici, en Lituanie, personne sourit. Et la jeune ne savait pas quoi dire. Et le monsieur plus vieux a répondu, nous étions opprimés pendant 50 ans. Comment est-ce que nous devrons sourire? Pour finir, savez-vous qu'est-ce que les Polonais, les Lituaniens pensent concernant l'immigration?
Avant étions les soviétiques communistes, maintenant sont les islamistes. Sowjeten, die als überfallen, no kommen die Islamisten. Donc, ces questions-là, je pense que la politique d'immigration européenne n'est pas la meilleure. Parce que quand j'ai arrivé au Luxembourg, Luxembourg m'a donné rien, était mon oncle qui m'a aidé, comme la plupart des immigrants sont venus parce que quelqu'un de la famille les a aidés, l'a donné une chambre, a aidé. Et d'un coup, je comprends que le phénomène de la guerre, c'est on doit aider tout le monde, et je suis d'accord. Mais par exemple, la Pologne n'a mis aucun réfugié ukrainien dans un foyer. Ils sont tous reçus dans des maisons de Polonais. Bien sûr, les Polonais, ils reçoivent. Ils n'ont pas construit aucune auberge, centre de réfugiés. Filmos, merci. Merci. J'aimerais peut-être, je ne suis pas le politicien, donc je vais répondre en français. Je ne suis pas de souci. Je pense que ça, c'est d'ailleurs une des belles choses ici à Luxembourg, que nous soyons capables de changer rapidement de langue, ce qui permet justement de communiquer avec beaucoup de gens. Et je suis un grand défenseur du multilinguisme dans nos écoles aussi. Deuxième chose, c'est-à-dire, vous parlez de la Pologne et vous dites qu'ils n'ont pas construit maintenant de centres de réfugiés, etc. Oui, c'est ce que Jean-Claude Juncker disait auparavant, parce qu'il les accueille comme étant chrétiens, alors ça fait partie, et les autres non, cette peur de l'islamisation qui ressort toujours. Et là, Mme Kemp, vous m'aviez dit que peut faire l'Église là-dedans. Hein. Et je pense que, surtout en Pologne, où on se dit si chrétien et si catholique surtout, il y a parfois des discussions musclées, je dois dire aussi, au niveau de la Commission européenne des épiscopats, pour dire, écoutez, quelle est votre attitude? Est-ce que cela correspond à notre enseignement? Il y en a aussi qui enseignent par l'exemple, c'est simple, c'est pas en Pologne, mais le président que je représente ce soir, le président de la Commission, lui, il a simplement accueilli une famille musulmane chez lui pour dire non, on est tous frères et sœurs. Et voilà pourquoi j'avais voulu aussi souligner ces documents pour mettre cela en œuvre. Cela peut quand même contribuer justement à dire il y a d'autres voies. J'ai l'impression, on n'a pas parlé ce soir beaucoup de médias, de ceux qui utilisent cela parce que ce serait un sujet pour une toute autre soirée, mais qu'est-ce qu'on met en avant? On a parlé justement de dire « Ah, ça ne marche pas, ça ne marche pas ». Ok, et il y a aussi des cercles qui se créent de cette façon-là. Mais je pense qu'on a aussi d'autres exemples et on les mettra en évidence et on dira « Voilà quelque chose qui dit ». Mais si on fait ça, on nous dira « Mais oui, vous êtes en train de vous applaudir vous-même ». C'est une affaire pour toujours recommencer quand vous êtes dans des responsabilités et plus elles augmentent, plus vous voyez que vous essayez, vous faites marcher une grande machine, vous investissez continuellement et pas tout se réalise. Il y aura toujours des résistances, ce que j'admire dans tous ceux et celles qui prennent les responsabilités. Comme mon voisin ici, c'est franchement... c'est de ne pas perdre le courage, de ne pas abandonner, de ne pas se mettre là à dire non, on va dire oh, vous savez, ça ne va pas, mais de cesser de lutter, et je pense qu'il va le faire, il va pas cesser de lutter pour, pas seulement ses valeurs, mais pour ces gens, pour ces personnes concrètes dont M. Recking parle justement dans son livre, ou pour des gens comme vous qui venez, pour qu'il y ait cet accueil, pour qu'on puisse être là. Et je pense que ce soir aussi, ça joue beaucoup. On est en train de prendre conscience. On ne va pas changer toute l'Europe, mais vous allez aller voter bientôt. Vous pourrez vous exprimer. Oui, mais je pense que c'est essentiel et qu'on peut travailler dans nos locaux et faire susciter une prise de conscience différente.
Si vous permettez, on va encore prendre l'autre question et puis je vous donne encore chacun la parole pour répondre aux deux, si ça vous. Parfait, merci. Jan Gut, Hai Funasch. Ich wollte just frohen und Herr Juncker, die größte Katastrophe, die Könntreich, das Klimakatastrophe, und noch einmal Ritrop durch, den IEP Think Tank rechnet mit 1,2 Milliarden Flüchtlingen auf der ganzen Welt bis 2050. Das heißt, das heute wird man nur die letzten Jahre erlebt haben, also da geht quasi nichts. Wie schätzt ihr dann, wie das ganz soll gehandhabt gehen an die nächsten Jahrzehnte, beziehungsweise wie es wird gehandhabt gehen? Schon eng marxistisch wie op die ganze Sache. Das heißt, bei mir Leiit Lesung relativ klar op der Hand, wie ich gesinn mir. Ich weiß aber, dass das nicht zu realisieren ist vom Haut op Mai. Da gebe ich gerne vor und herstellen. Wie schätzt ihr dann? Weil wir mal eine Klimakatastrophe los schon die letzten Jahrzehnte nicht verhindert gekriegt haben. Wie verhindern wir die Misere, die wird kommen, für alle Guten, die Leute, die werden weh machen. Und dann ist es so, für in Afrika oder in anderen Ländern zu investieren, dass die Leute können da bleiben. Ich meine, dass selbst für viele Flüchtlinge, die auch an unserem Freundeskreis sind, oft so, denn wir wären lieber bei uns geblieben und hätten eine Existenz abgebaut wie der Haie hat. Mit dem Klimawandel wird das auf viele Plätze nur mal verhindern und die Leute gezwungen zu gehen. Aber 40 Grad Celsius, also definitiv nicht mehr, also du hast lebensgefährlich, ohne normale Aktivitäten am Alltag zu machen. Das heißt, was machen wir mit 1,2 Milliarden Flüchtlingen weltweit, wenn die dort Mauer bei uns durch können oder ob die Mauer mehr zurennen? Merci. Vielleicht froh, als Lo direkt die Lagen, da kann Diana auch op den Herr. Also wann e Marxist sich dadurch auszeichnet, dass eine gute Idee huet, die net durchgesagt krit, da sind ja Marxist. Insofern sind wir zweimal Kollege Kameraden, Genossen. Klima als en Haut schon von den Hauptgründen für sich von do fortzumachen, wo ass gëtt mehr den Hauptgrund für Land, de Kontinent Gegend zu wechseln. Dadurch gëtt es eng Wursenbereitschaft an der internationalen Communität für zu summen, gegen den Klimawandel unzutreten, was zur Folge führt, dass nicht nur do, wo die größten Emissionen stattfinden, aber es ist mehr auch bei uns. Europa trägt nur 7% zu den weltweit feststellbaren Emissionen bei. Die meisten Emissionen geschehen am asiatischen Raum, hauptsächlich aus China. Da sind auch Marxisten und Brüder, die wissen noch nicht richtig, wie sie das sollen machen. Und dafür muss ich ob lokal feststellbare Probleme eine globale Antwort formulieren im Weltplan. Da geschieht Manches, mit das scheitert aber auch daran, dass Chinesen beispielsweise nicht gerne mitmachen. Das scheitert daran, dass ein Trump das Klimaresultat von Dezember 2015 von Paris abgekündigt wird. Das scheitert daran, dass Großflächenländer wie Indonesien sich nicht richtig in Bewegung setzen. Da braucht Geduld, ohne die Verzögerungen abzugehen. An Europa braucht immer Geduld, weil die Strecken sind lang und die Ambitionen sind groß. Herr Reckinger. Marxist, das erklärt sich ja. Ich aber so, den der Chef hat die ganz rot gedoen ist. Ich schon eine Woche nach Roten dann als Chef, ne? Kardinalsrot. Also passt da noch dabei, können wir weiter diskutieren. Will der noch reagieren, Herr Irat, oder? Nee, ich wollte dabei so, dass ich mengen, das war der Uschwätz, die 1,2 Milliarden. Wir dürfen als das auch nicht so viel stellen, wie man es gewinnt, mit den Flüchtlingen, die mir hier und in Europa gesehen. Weil der kriegt ja auch da Lokalflüchtlingswellen. Und da werden man nach ganz anderen Sachen gesehen, was sich von Krisen innerhalb, nicht just mal Europa herausbildet, aber innerhalb von anderen Kontinenten, weil viele Leute, die da verdriven gehen, weil es eben zu warm geht, oder weil sie einfach nicht mit da ist, wo hier Schafe oder hier Tiere etwas zu fressen haben, die kommen gar nicht so weit.
wie das sie bis hin verpacken. Das heißt, du kommen nach ganz einer Krisenherde, die sich werden entwickeln, wahrscheinlich auch nach das ganz viel Leid, aber auch die Leben verlieren. Ja. Also ich meine, das ist viel komplex, wie das man nicht so gesehen, die stehen nur alle Guten auf dem Dinge vom Mittelmeer. Aber das ist so eine globale Herausforderung, dass man wirklich, du mengen nicht über all Bohren, muss eine neue Kreativität fangen, wie man will zusammen leben. Vielleicht du noch eine Ergänzung von meiner Seite zum Thema Migration. 83 Millionen Menschen oder für gesagt, Herr Juncker, die in der Wesen, die auf der Flucht sind, die allermeisten von denen nicht an Europa. Die allermeisten, die nicht umweh an Europa, auch noch nicht an den Westen, wie die allermeisten sind internally displaced persons, also Leute, die innerhalb von ihrem Land sich bewegen. Das ist so wie wenn Hai Erdhaus in der Wasser steht zu Asch und da flücht da bei Erdtatte auf Klief. Mehr ist das nicht. Das ist das, was die meisten Leute betrifft. Und es gibt keine Ursache davon auszugehen, dass Bemol über nur all die Personen, die von der Klimakrise werden betroffen sind, bei uns kommen. Wir haben auch gar kein historisches Beispiel dafür. Wenn wir für geschwärzt haben vom Marxismus und ein bisschen gelacht haben und das ein bisschen so an witzig gezogen haben. Wir hatten 1956 den Ungarn-Obstand, da sind leider in Österreich geflüchtet, an die Schweiz geflüchtet und da weiter an anderen Ländern. Wir sind da gar noch hier, ich wollte doch hier kommen, aber die meisten sind da geblieben. Ne? An wie die EU-Osterweiterung war, da war notamment Österreich unrühmlich dabei, vier Beifälle, so, wir brauchen Übergangsfristen für das Arbeitsmarkt zu schützen, für und den Leute, die da en masse kommen. An 2011, was das dann ausgelaufen, 2011 sind sie aber nicht en masse kommen. Ne? Die meisten Leute sind ganz froh, wenn sie können da, wo sie geboren sind, wo sie können, wo sie wohnen, wo sie hier sozialen Netzwerke haben, was sie da können bleiben. Polisch hoffen du erlaubst noch ein kleinlacht Aufschlussrun von meiner Seite. Konferenz stimmt heute nur unter dem Thema Europa 2022. Wir kommen immer mehr noch und Christtag, der wir sich immer etwas wünschen. Du fährst froh und ihr drei, was gibt ihr für Europa 2023 wünschen? Wen noch immer will anfangen? Herr Juncker. Europa wünschen ich einen mehr klaren Blick. Am mir méi Ro. Herr Reckinger. Ich gif mir wünschen, dass an Europa mehr op Wissenschaftler gelauscht hat gött. Ja, gut, dann schließen nicht einmal dem an dem Institut gegründet und für das Wissenschaft der Gesellschaft man den können an Diskussion kommen, für das den Fluss hin an hier geht, aber so in Europa bauen. Wo der Mensch am Zentrum steht. Mit denen wir da kann ich nicht mehr viel Merci sagen für das Runde und dann übergebe ich den Pol. Yes.